Wir sind Remmenkehr an der Pop-Up-Galerie den 28. Mai, und wir fangen heute den 6. Cykel an mit folgenden Artisten. Kuss Anja mit Bilder, Cindy Junge mit Bilder, Michael Schank mit Öllichbollerei, Milli Friedrichs und José Scheller mit Textilvariationen, Lilian Pica mit Acrylmalerei und Leonie Funk mit ganz schönen Büchern. Ich wünsche der Galerie ganz viele Visiteuren und den Exposoren ganz viel Success für diese Ausstellung. Also wir sind froh, José Scheller und ich, für heute können mitzumachen in der Pop-Up-Galerie zu Kielen. Und wir beglückwünschen die Leute, die die Initiative erholen. Wir weisen heute Stickereien aus Afghanistan, die wir an Außerirdischen integrieren. Ideen am Fond geholt, für das die Projekt auch weiterleben kann. Wir unterstützen das Projekt schon mit vielen Leuten von Lützeburg über 20 Jahre. Also ich bin froh, wirklich zu weisen, dass die Leute ganz viel handwerklich Geschick haben, und wir sie können gebrauchen heute zu Lützeburg. Das, wie wir geschrieben haben, wir gehen aufeinander zu, wir wirken füreinander und geschieht auch etwas. Und da, wo eine Begleitung ist, als immer geschieht etwas Gutes. Mein Name ist José Scheller von allem, und die meisten von diesen Ausstellungsstücken von Milli Friedrichs und von mir, die sind am Kader vom Stickprojekt entstanden, für internationale Ausstellungen und Konkursen, für Frauen am Afghanistan und ihre Familien zu unterstützen. Wir sind auch froh, dass das Projekt an dieser besonderen Zeit viral geht. Als nächste Aktion, die ist schon geplant, das ist dann eine Ausstellung mit Stücken, die an der Pandemiezeit entstanden sind, und da kann jeder Verein mitmachen. Mein Name ist Lilian Pica. Ich wohne heute zu Kielen und ich mache Acrylmalerei und Abstraktmalerei. Und du meinst zwar auch eins da andere Materialien drin, für den Bilder mehr Struktur zu geben. Die Serie, die ich heute präsentiere, die ist entstanden nur eine Reise an Island, ein Land, das mir ganz gut gefallen hat. Und du hast du den Vulkan ausgebracht. Und die Fotos von dem Vulkanausbruch, die haben mich für die Bilder inspiriert. Mein Name ist Anja Kuss, ich komme aus Frankfurt, beschäftige mich seit vielen Jahren mit Malerei, habe jetzt aber ein neues Projekt, Hard Reset, das ist Objektkunst. Und da handelt es sich um eingegossene Erinnerungen, Erfahrungen aus 20 Jahren Festival. Es sind Holzstücke aus einem Abrisshaus, dann habe ich Aquarelle auf Büttenpapier mit Kugelschreiber und Tusche und das Ganze eingegossen in Epoxidharz. Es sind Leonie von Bachtring, machen sind der ungefähr 10 Jahre Bijouen, wo ich angefangen habe beim Claude Reckenhai am Ofeskuren zu Lützeburg.
hun dat verdeft an der Akademie des Beaux-Arts zu Arel, hun viel Chore gemacht an der Schweiz an Deutschland, wo ich auch den Hans kennengelernt habe, den ich passionierten Mönch war am Silverdrotstricken. Nur der erste Stunde aus einem Kurs wusste ich, dass ich mit Passion von tun, auf von da unten mache ich praktisch 3/4 zu meinen Visuellen aus Silverdrot gestrickt. Hallo, mein Name ist Elli Junge. Ich stelle hier meine Bilder aus. Ich habe eine quasi Retrospektive über meine Kunst gezeigt oder zeige ich hier, da ich relativ lange nichts gemacht habe und jetzt endlich seit 5 Jahren wieder male, dank der Möglichkeit von Nico. Ich male hauptsächlich mit Acryl und die neuesten Bilder sind, wie man sieht, sehr figurativ und hoffentlich auch dekorativ. Es sind ein Schanke-Misch an den schmolegär Ölespieler. Wegen Sujet, die fand ich dabei an der Stadt. Sie hat auf den Chantiers klottieren oder an den Hecken, so edel knallt Spitze fand. Und daraus versuche ich dann ein Ölspiel zu machen. Heute begrüßen ich auf dem Zyklus 7 von unserer Pop-Up-Art-Galerie zu Kielen mit diesen Künstlern Joel Daubenfeld, Reini Rizzi, Gilles Kaiser, Lasker und Steve Reifers. Bis heute den Visiteuren und auch den Künstlern einigermaßen gut gefallen. Und wir hoffen, dass auch noch im ersten Zyklus der heute nach an welcher Form auch immer ein bisschen weiter wird laufen. Merci. Mein Name ist Reini Rizzi. Ich arbeite seit bestimmt 10 Jahren mit Wurst. Ich mit Wurst, Bayerwurst und Pigmente malen. Aber auch schon seit einer Zeit lang arbeite ich mit Textil, wo ich auch mal eine Ausbildung zu London gemacht habe, rund 20 Jahre. Und meine Themen sind noch immer Familie, bisschen so Traumen, die an der Familie sind, die dann die weiter über Generationen verirrt gehen. Das ist schon einen Artikel darüber gelesen und das hat mich relativ fasziniert, da wo ich schon wirklich 2 Jahre zu dem Thema schaffen. Sie wird eben nur an der Malerei, sie wird am Textil. Ich versuche das dann halt immer nicht auf eine neue Art und Weise zu präsentieren. Moin, ich bin Gilles Kaiser. Ich bin froh, hier beim Pop-Up zu Kielen dabei zu sein. Und ich stelle eine Reihe Fotos aus. Das sind alles ganz banale Plätze, an denen ich etwas Schönes gesehen habe. Ein Hotelzimmer, Kaffee, eine Kirche. Und das Leitmotiv von den drunter sind die Luft. Sie wird artifiziell oder eben eine natürliche Luft, wie ein Teil gesagt. Mein Name ist Joel Daubenfeld. Ich bin noch bei der Galerie Pop Art dabei, wie ich kenne. Ich male mit Acryl und Spraydosen und Posca, ein bisschen Street Art. Da ich ganz viel mit Jugendlichen arbeite, habe ich mich ein bisschen von hinten inspirieren gelassen. Voilà, ich nehme auf der Sicht nur neue Formen, ein bisschen nur der unperfekte mise en place en Fond. Ich mache noch Fotografie und ich baue Luten aus Sachen. Voilà, das war es schon. Den 20. Juni huet de Gerd an heem Kielen Ollem sei 15. Geburtstag vum Schulgard zu Kiele gefeiert, an dat am Kader vum Dach vun der Oppe Gerde Pärtchen. Der neue Präsident Joel Adam
huet as engeriert e Rückblick op 15 Joer Gerdernheim Kirlen-Ollem gemacht. Den Daniel Frieden, Vizepräsident vun der Gerdernheim Liga Süden, huet Glückwünsch vu Ligaseit iwwerbrucht an d'Wichtigkeet vu so eng Schulgart ënnerstrach. De Joel dat se expliéiert, wie die Geschicht entstanden ass fir 15 Joer. a wann gesäit wat ze haut opweise hunn, unterstcht viel Energie. De Burgermeester Felix Eichen huet d'Initiativ vum Schulgart begréist, an dem des Joer schon 20 Schulklassen op Visit waren oder aktiv matgeschafft hunn. Keesbelter Strëpp ënner der Direktion vum Philipp Neusen huet fir de musikalischen Enkadrement gesuercht. De 17. Juni 2011 huet de Grand du Conry de Chantier vum neue Quartier Elmen zu Ollem besicht. De Killner Burgermeester Felix Eichen huet de Staatschef begréist an ass ersengeriert op d'Roll vun der Gemeng Kirlen an diesem Projekt ergangen. Wichtig in der für Kirlen, und das wichtig in der für das Projekt Elmen, auf dem CMW als Gemeinde schon seit einer Jahren zusammen mit der Eisener Sperren am Gangen ist zu tun. Wir sind hoffentlich, dass der Regierung für dieses Projekt bei uns interessiert. Das Projekt fair, den mit dieser Envergure und dieser Dimension, ist dadurch just Ebenmöglichkeit bei uns. Präsidentin vun der SNHPM, Madame Annie Krock, huet e Rückblick op Geschicht vun der SNHPM gemach. SNHPM was gegründet rund 100 Jahre, nämlich den 19. Oktober 1919, auf eine Gesetz zur Gravitation am Marché von 1906. Der Kirche mit gucken mal stolz auf 100 Jahre Erfahrungszweck und wir bauen schon mehr wie 100 Jahre bis sogar Wümmingen aus Zitien heute zu Lützburg. Den Direktor Guy Antringer huet de Projekt Elmen am Detail firstalt. Dass die auf Elmen kommt, dass wir ein großes Projekt von SNH sperren und dass wir als Gesellschaft ein enormes Succès, dass die einer gucken kommt, aber wir sind stolz auf das Projekt können zu weit. Ich bin an der Präsentation durch, wie ich zu weisen, wie zu diesem Projekt kennt. Ich meine, wo der Hauptsitz ist, wir sind auf dem Territorium von der Gemeinde Kirlen, Lubisch Gemeinde Kersch am Mama, die noch ihre Rolle am Projekt gespielt. 2012, dat sie just 3 Jahre hier wurde so ausgesehen.
Und wir hatten, wie gesagt, wie du mich gesagt hast, 27 Hektar. Wir waren proprietär nicht, über Jahre immer die Terra gekauft. Und die Regierung bedient, hat das Projekt definitiv auf die Schiene gebracht, dass man das Projekt umsetzen konnte. Der Wohnungsbauminister Henri Cox betont, dass die Regierung massiv an den öffentlichen bezahlbaren Wohnraum investiert. Auch die gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Kirlen an der SNHPM für die Schafe von bezahlbarem Wohnraum gouf begrüßt. Engagiert auch an einem Gespräch für den Wohnungsbau ausgedrückt und dann dafür als eine Gelegenheit für auch an den Detail zu gehen, was für Herausforderungen. Anschließend stand eine Visite vom Chantier an einer Maison Témoin im Programm. Ein weiteres Thema an unserer Emission ist die Renaturierung von der Ollemer Berg. Wir sind auf Platz gefahren bei der Ollemer Berg zwischen Ollem und Götzen. Heute beginnen wir den Frankshofer von der Sikona, ein Naturschutzsyndikat, an dem die Gemeinde Kirlen auch Member ist. Ich wollte hier auf einen kleinen Ries mit Land Stomer Berg, wo wir die Chance hatten, an sich für uns 2 Jahre und letztes Jahr teilweise auch nach rund 450 Meter von dieser kleinen Berg können zu renaturieren. Das an sich darum gegangen aus einer Berg, die an sich komplett degradiert war, weil immer noch ein riesigen tiefer Groove war, wo an sich kein Leben mehr möglich war, für die an den Zustand zu versetzen, die typisch ist für einen kleinen Berg, die heute durch die Wiese ging, eben laufen. Wir hatten die Chance, dass wir eben hier auf 4 verschiedene Privatproprietäre gestoßen sind, die eine Open Door hatten, für die Projekte umzusetzen. Wir haben insgesamt auf 1,6 Hektar op 450 Meter lengt, wo die Projekt können umsetzen. Wir werden am Laufe eben gesehen, dass wir auf der einen Seite die Bach frisch gemacht haben, auf der anderen Seite aber auch an den Wiesen, die natürlich Fischgebiete, die neben den Bachen liegen, auch konnten an drei setzen. Was waren an sich Probleme? Den Daven Groove, den es war, du hast an sich am Wand das Wasser enorm schnell aufgelaufen. An all das, was wir nennen Substrat, was unter Sohl innen im Funk von der Bach lohnt. Die kleinen Ästelcher, Dotholz und kleinen Stängelcher sind an sich am Wand mit den Deieren, die an sich daran gehaust haben, immer im Ruf gespult gehen. Und da war an sich ganz bare Menge auf Null gesagt und war kein Leben mehr möglich. Sogar wenn das Wasser proper ist, das was geschieht. Was wir gemacht haben, wir haben an sich die ganze Bach eben sozusagen remeandriert. Wir haben an sich die natürliche Form von der Bach rumgehen. Und du siehst auch noch, wenn wir ein bisschen lernen gehen, dass wir auf der einen Seite eben Bach pendelt, vor jetzt nur links, am Bereich, wo das Wasser bald steht, auf anderen Bereichen, wo das Wasser bis mir sehr lebt. Und auf dem Platz, wo das Wasser da stehen bleibt, auch am Winter bei Hochwasser, bleibt eben das ganze Dotholz an die Stängelscher Leien, an die Deieren, die sich konnten über die Summe entwickeln, die bleiben dann auch eben auf ihrem Platz und sind nicht fortgespult. Nimm du schon mal an sich möglich gemacht, dass eben die Lebensbedingungen auch so sind, dass die Deieren auch können evaluieren. Von den Deieren können wir vielleicht noch ein drauf eingehen. Das sind an sich größtenteils bei so einer kleinen Bach wie Hai, größtenteils an sich Insektenlarven. Das sind Leute sind heute so und sie Mustike mehr, die Mustike gehen nicht nur Stier schmecken, gehen an sich eben auch noch ganz viel anderer gemixt, was Leute dann so nennen. Eintagsfliege sind zum Beispiel auch kein direkt Mecken, der sind aber auch heute dran. Die verbringen an sich quasi Ehe von ihrem Leben am Wasser als Larven. Und da kommen sie raus, wie die Nummer bis seht, plus minus 1 Tag als Adulter mit Pflegen evaluieren sie. An den Missionen, die sie haben, also an unserem neu eher zu leben. Jahr, wie gesagt, sind an sich die Kleinen, müssen die evaluieren am Wasser. Also ist immer am Frühjahr kein Eintagsfliegen da. Was man dann aber auch noch dann dran holen, auch an dieser ganz kleinen Bach konnte man effektiv schon beobachten oder Renaturierung, dass man eben effektiv auch um einzelne kleinen Fisch eben auch dran konnten holen. Das ist momentan noch ein Problem, weil die Fische relativ schwierig nach Heiner kommen. Die Bach heute, Dolmer Bach, heißt dann noch Kielbach und lebt dann innen an Mämer, auf dem wir Trips nennen, Tilsmillen an dem Eck. Aber von da aus mussten an sich die ganzen Fische immer können rumkommen. Wenn am Sommer halt zum Beispiel eine ganz drische war, weil am Sommer geht die Bach relativ drischen, mussten die können rumkommen.
an du Hummer immer nach so kleinen Hindernissen. Das sind halt Aufstürze bei Viren, das sind halt Reher, wo die Tiere nicht durchkommen, weil das Wasser zu sehr lebt oder auch an drinnen Aufstürze ist. Das heißt, da muss man nach schaffen. Wenn wir das gepackt haben, also an diesem Sektor, an diesem Transport, wo wir hier sind, wird es möglich sein, dass wir auch hier können Fisch dann dran beginnen. Was dann eben noch ganz besondere Strukturen hier sind an der Bach, wir hatten gesagt, die Lebensbedingungen, wir haben für Substrat geschwärzt. An Apps war eben ganz wichtig, dass wir sind hier am Lehm, ein Teil hier von der Olmerbach, die lebt nicht durch den Sandstein wie innen der Nordkielbach. Wir hier sind wir am Lehm, an sich Lehm, das ist ein ganz feines Substrat, wo an sich nicht da ist, wo Tiere sich drinnen können verstoppen. Und das brauchen Tiere aber irgendwie ein Rausul. Und das, was wir hier haben, wir haben keinen Stein, aber von Natur aus haben wir eben effektiv zu Lützburg ganz viel Holz. Beim Stehen, auch wenn nicht ganz Lützburg vielleicht der Busch war, ja, aber trotzdem 100 Bache ganz viel Beam gewirrscht. An die hat er vielleicht gesehen, oben an den Kronen, orlivische Baum produziert so ein Dotholz oder ein Baum fällt das gibt Dotholz. Und das geht an sich mit der Bach matt geschwemmt an die viel kleinen Ästölcher, die dann so leihen sind, das Substrat. Und was da eben noch ist, wir haben platzweise so noch mit Dickstein, die aber als Holz sitzen, so sind in diesem Fall, das sind an sich eben die ganzen Wurzeln und alles, die da herum drin sind, leihen, die haben wir noch im künstlich abgerüstet, die waren nicht mehr da, mit die gehören, die sind an sich lebenswichtig für das System. Der Tisch, weil viele Leute geben so ein, oh mein Gott, der gesagt, ja, schrecklich ist, er muss geraumt gehen, Bach muss geraumt gehen. Das ist an sich das, was Bach braucht für zu leben. Das viel Totholz, was gewöhnungsbedürftig ist, also haben wir 300 Jahre lang Bache geputzt. Da gehen wir den anderen Weg. Der Grund, dass wir an sich 300 Jahre lang effektiv Bachen zerstört, da probieren wir sie eben an einen guten Zustand zu bringen. Und das geht eben bei den Lehmbachen nicht mehr über Totholz. Das ist teilweise Sachen, die wir abrüstet tun, teilweise Sachen, aber auch schon, wo die Natur am Gang, dass der Motor selber schon funktioniert. Du siehst, dass schon lauter kleine Äste von oben drüber angeschwommen kommen, die bleiben hier hängen. Und das Wasser wird dann wieder die Äste lebt, von ein bisschen Wasser mehr höher, die sieht vielleicht hinten dran, überall wo schon alles ein bisschen verklumpt ist, von Algen oder kleinen Ästen. Du stehst Wasser sich wieder und das ist an sich, du wird die Energie umgelegt und das ist das Motto, dass das Bachbett sich immer neu verändert und immer ein neues frisches Bachbett eben da ist, was an sich die Tiere brauchen. Kein verschlammtes Bachbett, mehr Bachbett wird immer eine Bewegung ist. Und dann effektiv eben noch ganz wichtig, hier oben drin ist schon so Totholz, also ich muss man ja Holz produzieren. Das sind effektiv nun mal auch dann Beam, die beschirden die Bach, die halten sie kahl, was an sich ein wichtiger Faktor ist. Es sind an sich ganz viele Lebewesen an der Bach dran, die brauchen Kaltwasser. Genauso gehen da auch Tiere an der Bach, die brauchen Warmwasser. Das heißt, wir brauchen viele verschiedene Abschnitte, da nur werden wir am Anfang Abschnitte von der Bach gesehen, die nicht so beschiert sind. Das heißt also sozusagen ein Kaltwasserareal. Und da gehen wir bis mit Warmwasserareal, wo wir andere Arten ausschwätzen. Wir aktuell, wie gesagt, die ist noch relativ frisch, die Sonne sind noch neu, das ist noch nicht stark beschiert. Und dadurch haben wir effektiv am Anfang eben so Steuerungszeiger wie heute in der Rockholben, die auf dem noch relativ mobilen Schlick sozusagen dann da wiest. Die werden aber mit der Zeit halt verschwonnen, an der Saat gehen, durch an sich Pflanzen, die an sich mit typisch sind für die Berge, die da eben dran schwammen. Auch Dalgen, die als Teppiche hier sind, auch die werden verschwonnen, wenn die Berge mehr angependelt ist. Die Berge hat eben nur recht 2 Jahre. Hier sind wir bei einem sich ganz flotten Abschnitt, wo ich ein bisschen erklären kann, wie breit an sich das Pendelband ist, innerhalb der die Berg sich dann bewegt. Es wird für drunter, dass ein Riedlin gewirrscht, für drunter losen kein mehr pendelt. Hier ist ein Abschnitt, wo man an sich von einer Seite vom Dall auf die andere Seite vom Dall, wo die Bach eigentlich komplett seitlich quert. Hier haben wir an sich ein Pendelband ungefähr von 15 Meter breit, wo die Bach sich durch Dall schlängelt. Mit Dall schlängelt sich eben nicht nur Bach, schlängelt sich nicht nur furiert nur links. Mit Bach, die hat an sich auch Variationen an der Tiefe. Das ist an sich etwas Neues, was die Bach für den auch nicht mehr hat. Das ist an sich etwas ganz Wichtiges. Wir haben an sich quasi immer ungefähr ein Haltchen davon. Das sind hier, was der Heilo sieht, die Tiefe Becken. Das nennen wir Kolken. Das ist an sich, wo das Wasser wieder den Prallhang hier schlägt, erschafft und immer die Becken neu aushilft. Das ist ein tiefer Pool, wo sich an anderen dann eben auch ganz gerne Fisch dran abhalten. Und dann haben wir den Boden, den hier rausgeschöpft wird,
der geht op der Ritalin hannen run, gëtt derem aufgesat, an du man dann eng Rausche. Du lief Wasser dann immer ganz dünn iwwer den de Bur dem of, an du hummer dann an sech mir eng heich Flesgeschwindigkeit, wo darum einer deieren, die lewer die heich Flesgeschwindigkeit hunn dran liewen. Dat hiech mir am Fong eng offollech och vun Dave Flach an zugleich auch vun losfließendem Wasser, mi schnell fließendem Wasser. Dat muss an sich eben die Diversität op engstem Raum, dat muss eben eng natürlich Bach aus. Den ganze Projekt, den wir hier umgesagt haben, sowohl Bach wie auch an rund das Fischgebiet, was neben der Bach leiht, also beim Terrain von 1 Hektar 60. An die ganze Terrain hat man für gesagt, sind an sich auf 4 private Proprietären verdeelt gewesen. Wir hatten Chance, sie matt gemacht. Und heute muss ich dann auch so, sie haben nicht nur den Terrain verkauft, sie haben gesagt, ich will nicht mehr mit Hut tun. Wir haben ganz verschiedene Formulen, wo wir an sich mit den Leuten können schaffen. Wir müssen nicht proprietär vom Terrain. Hier ist dann so 40 auch ungefähr, die hat gemein gekauft bei einem Proprietär. Aber den anderen 3 Proprietären, da sind an sich die Lohbach an Erweitern, sie weiterhin an der Proprietät von den anderen 3 Proprietären. 1 Hektar 20 als hier immer noch Privatterrain, mit denen Leute haben einfach Konventionen aufgeschlossen, wo wir uns da verpflichten, gewissen Entretien auf den Terrain zu machen, den zielführend dann aus der Tisch. Wir versuchen die Leute hier in Terrain, sie weiter proprietär, und die Natur hat aber trotzdem Platz gekriegt. Wir befanden uns am innersten Ende vom Projekt, das heißt Bach aufwärts geguckt, innen und der Renaturierung drin. Ich so für drin, wir haben Bachsuhl, die liegen ganz tief an, als tiefe Groove. Und wir haben die Gesamtbach ungefähr 1 Meter, 1,20 Meter angehoben, sie aus dem tiefen Groove rausgeholt und ein neues Bett gegröwe war wie gesagt 1,20 Meter ungefähr mi hegers. Dat bedeutet aber auch, dass man innen Ende vom Projekt eng hechen Differenz hunn. Wir kommen halen op man Projekt sind 1,20 Meter mi hech wie Bach die innen leiit, dann hat man Wasserfall produziert, am hätten an sich die Längskonnektivität, die man an sich wollen, für das Tiere von Öwen und können wandern nicht mehr gehen. Wir hatten an sich einfach Wasserfall von 1,20 Meter. Und für den Problem zu lösen, haben wir dann eben hier am Ende vom Projekt ungefähr einen 30 Meter langen Ramp, nennen den dat eben gebaut. Da geht an sich die höchste Differenz, die da besteht zwischen dem neuen Bachbett und dem alten Bachbett drinnen, die geht an sich kontinuierlich los aufgebaut. Das ist an sich ein technisches Bauwerk, wo ganz viel Steine verschafft sind. Das sieht an sich aus wie ein kleiner natürlicher Bach am Stehen. Technisch gesehen, also da war sozusagen ein besserer Fischleder, die wir dann effektiv hier gebaut haben. Mit das eben notwendig für die höchsten Differenzen, die wir produziert haben, so aufzubauen, dass die Fische, die innen an der Allerbach sind, auch nach der Wehr bringen. Alles, was mehr steil oder mehr gei wir, das giffen die Fischarten, die an sich typisch an dieser Bach hier kommen, giffen die nicht packen. Also immer am Bereich, am innersten Bereich vom Projekt, so die Uwen, da probieren man sich ganz viel Bäume an Hecken um die Bach zu kriegen, für dass die schön beschert ist, für an sich da eine natürliche Bach hinzukriegen. Am innersten Teil vom Projekt haben wir an sich einen anderen Schwerpunkt gesagt, hier ist es mehr darum gegangen, dass die Bach neben auch ein Fischgebiet dann entstehen kann. Das nennen an sich die laterale Konnektivität, die seitliche Konnektivität. Bach kann hier an sich durch das Breitdal, was ein 50 Meter breit ungefähr ist, ganz flach ist, kann Bach bei Hochwasser relativ oft die ganz Fläche überschwemmen. Wir haben an sich nur ein Überschwemmungsareal ungefähr von 1 Hektar. An schätzungsweise je noch Wasser, was von Uwe kommt, stauen wir hier an den Wiesen am Punkt durch die Überschwemmung indirekt ausstauen ungefähr 1500 Meter Küb Wasser an am Kader von einem Hochwasser, was dann noch eben nicht Probleme an der Keller mischt bei den Häusern, die innerhalb vom Projekt sind. Das tut dann aber nicht nur den Hochwasser Vierdeel, indirekt haben wir dann eben auch die Fläche von Wasser eben überschwemmt, wo wir die ungefähr quasi verzehnfacht von dem, was man an sich für drunter überschwemmbar hatten, immer renaturiert tun. Das heißt aber auch, dass an sich ob 10 Mal mehr Boden kann alles, was die Bach am Winter bei Hochwasser von knascht werden, ob da so leid, kann hier wirklich aus der Bach raus hierven an die Bachen drinnen einfach nur mehr proper ist. An einen anderen kleinen Nebeneffekt, den wir effektiv haben, ganz wichtig, an der Aue hier dran, die ganz Fischgebiete haben wir ungefähr so 223 ganz flach Weiheren angelöscht, aber richtig flach. Das heißt, da haben wir an sich die Möglichkeit, dass wir
Limikolen, das sind an solche Fullenarten, die relativ lang Beine haben. Stell dich ein bisschen vor wie Storchen, die da auch kennt, lange Beine, lange Schnürvel, das Ganze ein bisschen wie Klängen, die dann eben halt durch die Schlickflaschen bei den Weihren eben noch drin werden und dann am Schnürvel an dem Bulli, an den ganz flachen Weihren, die dann auch relativ schnell Wasser verlieren und dadurch immer eine neue Bulliflasche freigehen, an sich hier Nahrung kriegen. Und wir haben an sich aus dem Gebiet dann hier auch ein ganz wichtiges Areal gemacht für Zuchtfullen. Das heißt, ganz viel von den Zuchtfullen, die dann aus Afrika rumkommen, respektive am Frühjahr hircht, heilandisch migrieren, haben hier einen ganz wichtigen Rastplatz eben lo Front, wo sie dann an dem Fischgebiet eben noch können wirklich Futter abtanken. Letztes Jahr hat man vielleicht ein kleines Zufallsresultat, hat man effektiv auch ein Brut von so einer Limikolenart, von einem Flussregenpfeifer, den Hai auf den Bullisflaschen gebrit wird. Das heißt, wir haben auch teilweise ganz rare Arten, die nicht im Hai durchziehen, mit die auch aufhängen, ob so Terrain wieder Titan zu bringen.